In diesem Podcast geht es um den Film Extraction oder auch Tyler Rake Extraction. Unsere beiden Filmexperten Mike und Corby sind leider zu doof, sich den richtigen Namen zu merken und denken, der Film heißt Extractor. Wir wünschen trotzdem viel Spaß beim Zuhören. Habedere und Servus, hier ist wieder euer Viva la Movilusion Podcast. Ich bin der Mike und an meiner Seite der Corby. Hallo Corby, wie geht's dir und über welchen Film reden wir heute? Servus Mike, mir geht's super, dir hoffentlich auch. Wir reden heute über den neuen Netflix-Film Extractor. Den Vornamen und den Nachnamen von dem jungen Mann, der da der Extractor ist, den habe ich jetzt leider nicht mehr im Sinn. Ich glaube Tyler Rake. Genau, um was geht's in dem Film? Im Endeffekt spielt der Film hauptsächlich in Indien und da gibt's zwei Drogenbosse, einer davon sitzt im Knast und der andere Drogenboss entführt den Sohn von demjenigen, der im Knast sitzt. Der möchte natürlich um jeden Preis wiederhaben und heuert da ein paar Leute an, unter anderem den Tyler. Der Tyler schießt sich dann durch eine indische Stadt, bringt diverse Menschen um diesen Jungen zu retten. Aber mir verraten natürlich nicht, ob er es schafft. Natürlich nicht. Ja, Mike, ich hoffe, ich habe den Handlungsstrang ganz gut erklärt oder zusammengefasst. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Nein, eigentlich nicht. Es ist ja allgemein auch so bei dem Film, dass da die Handlung totale Nebensache ist. Meiner Meinung nach, also das ist wirklich im Endeffekt 2 Stunden Vollgas-Action und die Story passt im Endeffekt auf eine Briefmarke. Du hast das jetzt schon ausführlich genug erklärt, aber wie gesagt, der Hauptaugenmerk bei dem Ganzen liegt auf handfester, blutiger Action. Der Regisseur ist der Sam Hargrave, wenn ich das richtig lese, und war bisher für einige Spezialeffekte im Marvel Cinematic Universe verantwortlich. Also wir haben da eine kleine Community aus lauter Marvel-Recken, quasi den Chris Hemsworth, die Russo-Brüder und den gerade erwähnten Sam Hargrave. Genau, das haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt. Der Chris Hemsworth ist nämlich der Tyler. Genau. Also praktisch die Hauptfigur, die fleißig sich durch Indien schießt. Ganz simpel gefragt, wie hat er da gefallen? Also ich muss sagen, dass ich eigentlich recht positiv überrascht bin. Also ich war jetzt nach dem letzten Netflix-Actionfilm Six Underground sehr skeptisch dem Ganzen gegenüber. Der war ja bis auf seine Action-Szenen unterirdisch, wobei die Action-Szenen auch schon wieder so ausufernd waren, dass schon wieder am Rande des Unerträglichen war, geschweige denn auch die Dialoge und Handlungen so beschissen waren, dass ganz aus war. Deswegen habe ich mir jetzt von Tyler Rake nicht ganz so viel versprochen. Bin aber, wie gesagt, positiv überrascht worden, weil es wirklich so ist, dass sie die 2 Stunden auf handfeste Action konzentrieren. Und wenn ein Film das macht und das auch noch gut, dann hat er mich eigentlich schon so gut wie überzeugt. Ich glaube, so ab dem 2. Drittel, da gibt's dann mal so 5 Minuten wirklich Action-Pause, bevor es dann wieder so richtig losgeht. Das war dann leider also für mich der Moment, wo ich dann kurz eingenickt bin. Darum habe ich mir den Film auch 2-mal anschauen müssen. Also das heißt, die Action, die hat mich die ganze Zeit voll gepusht und das war anscheinend dann so viel, dass ich dann, sobald es auf einmal ruhig geworden ist, eingepennt bin. Wobei ich sagen muss, ich hätte den Film sehr gerne im Kino gesehen. Zum einen, da schlage ich nicht so leicht ein. Sehr interessant. Und zum anderen, da sind echt Szenen dabei, wo du denkst, boah, das jetzt nur auf einer riesigen Leinwand mit einem Mega-Sound, das wäre bestimmt extrem geil. Ja, das stimmt. Da muss ich dir auf alle Fälle recht geben. Ist dir manchmal so vorgekommen, dass die Action-Szenen sehr schnell rübergekommen sind? Also von der Geschwindigkeit, da habe ich mir manchmal gedacht, okay, das ist jetzt fast schon ein bisschen übertrieben schnell. Also ich sehe jetzt wieder, ich vergleiche es jetzt wieder mit Six Underground. Da waren es ja hyperschnelle Schnitte, die da vorgekommen sind. Deswegen ist mir Tyler Rake trotz seiner auch schnellen Schnitte sehr bodenständig vorgekommen. Also wenn ich Filme nehme wie 96 Hours, die Trilogie, es war ja ein Schnitt staccato. Also ist mir jetzt auf das im Vergleich zu Tyler Rake eher positiv aufgefallen, dass es hätte noch schneller sein können. Oder ich habe befürchtet, dass es noch schneller wird. Aber es war zu verkraften, muss ich sagen.
Ja, also mir hat er insgesamt sehr gut gefallen. Er hat zumindest mich sehr gut auch unterhalten, trotz meinem Schlafunfall. Also ich hätte nichts dagegen, wenn man mehr solche Filme immer wieder mal bei Netflix dann sieht. Definitiv. Also wirklich, das war jetzt willkommene Abwechslung. Also war wirklich ein bodenständiger Film, der wo sich aufs Wesentliche konzentriert hat. Ja, wie gesagt, und die Härte war sehr ordentlich. Also auch der titelgebende Rake, also der Rechen, kommt ja auch zum Einsatz, wo ich auch sehr cool gefunden hab. Und ja, es wird halt geschossen und geschnitten, gestochen und gehäckselt, wo es das Zeug hält. Und wo ich ein wenig negativ rausgesehen hab, das waren viel CGI-Explosionen, wobei man aber dann auch wieder positiv erwähnen muss, dass einige Explosionen auch von Hand gemacht waren. Also es hält sich alles ein wenig die Waage. Es ist nicht nur alles aus dem Computer, die Action ist auch haptisch, sage ich jetzt einmal. Wie hast du das Schauspiel von Chris Hemsworth gefunden? Ach, der ist eigentlich immer solide. Ich kann mir einen Chris Hemsworth eigentlich immer anschauen und also auch für die Herausforderung, die ihm da in dem Film gestellt wird, schauspielerisch, geht das alles klar, muss ich sagen. Ja, ab dem Moment, wo er in Indien ist, ja, aber die Einführungsszene hat mir ein bisschen gestört. Das ist jetzt auch kein Spoiler, weil das sieht man im Trailer. Er springt da einmal von einer riesigen Schlucht, landet dann mehr oder weniger knapp am Boden von dem See, wo er reingesprungen ist, und bleibt er erstmal sitzen. Das habe ich mir jetzt eben auch notiert, das stimmt. Ich habe mir auch gedacht, ich habe da den Anfang eben zweimal gesehen, weil ich den Film die erste Viertelstunde, 20 Minuten einmal vorgeschaut habe, vor meiner besseren Hälfte, weil die actionmäßig und gewalttechnisch nicht alles gut heißt. Deswegen mache ich da oftmals vorab eine kleine Sichtung, dass ich da mal reinschaue, die erste Viertelstunde. Und die Szene mit dem Fels habe ich eben zweimal gesehen und die ist beim zweiten Mal genauso peinlich wie beim ersten Mal. Also das ist so eine Szene, die hätten es einfach rausschneiden können. Das ist so das Einzige, was mir an der ganzen Figur gestört hat. Aber ab dem Moment, wo er dann wirklich auf seiner Mission war, hervorragend. Also hat mich sehr gut unterhalten. Ich greife jetzt gleich einmal auf, weil du gesagt hast, rausschneiden. Ich erwähne jetzt einfach mal den Schnitt positiv. Weil wie die ganzen Verfolgungsjagden inszeniert sind, finde ich unglaublich gut. Die Kamera ist, wie wenn's schweben tat. Beim Autounfall fliegt die quasi aus der Frontscheibe, macht eine Drehung und setzt sich quasi wie ein Beifahrer wieder ins Auto rein. Also es war wie eine fliegende Kamera. Das habe ich zum letzten Mal so genial in The Raid Teil 2 gesehen und das sehe ich immer wieder gern. Und es hat ein paar Plansequenzen in dem Film, die wo sie über mehrere Minuten erstrecken und das ist wirklich ganz toll inszeniert. Also wirklich, das sind so Sachen, wo ich sage, da sticht der Film wieder aus dem Ganzen heraus und der Regisseur hat sich wirklich auch was dabei gedacht, was er da macht. Und optisch war das wirklich Schweiners für die Augen. Wow, ich glaube, ein schöneres Kompliment kann der Film nicht bekommen. Von einem Bayern auf alle Fälle nicht. Jetzt haben wir ja über die eine Hauptfigur gesprochen. Was sagst du der anderen Hauptfigur, zu dem indischen Jungen? War auch stark. Also ich muss sagen, so in die Action-Szenen sieht man von ihm nicht so viel, weil sich die Kamera hauptsächlich auf Hemsworth konzentriert. Aber der Junge hat einige emotionale Momente, die der wirklich unglaublich gut schauspielerisch rüberbringt. Also wirklich, meine Freundin ist in 2 Szenen mit Tränen in den Augen da gesessen, wo ich dann wieder sage, ja okay, die schauspielerische Leistung von dem Jungen lässt auf alle Fälle ein paar Augen nicht trocken. Mhm. Lag das dann auch vielleicht ein bisschen daran, dass insgesamt in dem Film relativ hart mit Kindern umgegangen wird? Ja, das war ja, da gibt's 1, 2 Szenen, die wirklich, ich sage jetzt mal, hart an der Grenze für den Normalzuschauer sind, wo es eben auch die Gewalt, wie du sagst, an Kinder angeht. Also es wird selten die explizit draufgehalten, aber wie das inszeniert ist sehr hart zum Schauen. Wie gesagt, man sieht keine Kopfschüsse an Kindern, aber es kommen doch ein paar zu Tode und das, wo man zwar nicht sieht, aber man weiß, was passiert und das spielt sich alles dann im Kopf vom Zuschauer ab und macht das Ganze dann trotzdem sehr hart verdaulich. Ja, wobei man natürlich ja sagen muss, der Tyler strengt sich ja an, dass er den Kindern nichts antut. Er hat ja für sich eher bestimmte Regeln und achtet da dann auch wirklich explizit drauf, keine Gewalt gegen Kinder, auch wenn die Kinder natürlich das nicht so sehen. Ja, genau, das stimmt. Wo es auch für ein paar Lacher während der Kampfszene sorgt, muss ich sagen. Also ein paar Mal habe ich schmunzeln müssen, wenn er Kampfmoves anwendet, die wirken, als wären sie erzieherische Maßnahmen, sage ich jetzt mal.
Wenn ihm die Schratzen wieder angreifen, ja. Ja, genau, dann gibt's ein paar ins Knack. Es gibt noch ein paar Nebenfiguren, die auch immer wieder vorkommen und die Handlung vorantreiben. Findest du, dass das relativ positiv war, dass es nicht nur auf der Heldenseite weitere Nebenfiguren gab, sondern auch bei die Schurken, die aber im Endeffekt gar nicht so extrem herausgestochen sind, so dass man jetzt sagt, okay, die hat man jetzt bis zum Schluss verfolgt. Also es kommen ja ein paar Nebenfiguren dann auch vor, wo dann die weitere Story nimmer erzählt wird. Das heißt, es wäre an und für sich Potenzial da, einen zweiten Teil zu drehen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also es bekommt nicht jeder sein Fett weg, sage ich jetzt einmal. Es war da auf alle Fälle noch Potenzial. Und das Einführen noch von Nebencharaktere, vor allem in dem Ausmaß, wie es jetzt in dem Film ist jetzt für die Art des Films passend, sage ich jetzt einmal. Die Bad Guys sind so richtig bad und werden auch dementsprechend eingeführt, bekommen auch eine fiesen Aktionen, die den Zuschauer dann so richtig veranlassen, die Charaktere auch zu hassen oder halt dann auf der guten Seite positiv zu finden. Aber es ist halt nie so, dass man sagt, es wird sich zu viel drauf konzentriert. Mhm. Wobei ich von ein paar Nebencharakteren gern mehr gesehen hätte, die leben nur leider nicht mehr. Also da waren auf jeden Fall ein paar coole, ausgedachte dabei, wie der eine Sniper, der hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Oh, stimmt, ja. Aber wie schon gesagt, also auf einen zweiten Teil hätte ich auf jeden Fall Bock. Definitiv. Also ich bin wieder am Start. Wenn es heißt Tyler Rake Teil 2, da bin ich wieder mit dabei. Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, sagt vielleicht jeder nur, was er gut und was er schlecht gefunden hat. Du darfst gern beginnen. Okay. Also ich sage jetzt mal, ich fand extrem positiv den Härtegrad. Das ist etwas, wo man sich momentan oftmals auch zurückhält im Action-Kino, weil man alles auf eine jüngere oder geringere Freigabe trimmt und der Film macht einfach keine Gefangenen. Also der Erfolg von der John Wick-Trilogie war sicher Party dafür, dass der Film auch ziemlich handfest worden ist. Den Comic dazu, den kenne ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig lese, Sindat, heißt der Comic, ob der eben auch grafisch so brutal ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, also der Härtegrad ist für John Wick-Fans, sage ich jetzt mit allgemein, der ganze Film ist für Fans von der John Wick-Trilogie sehr zu empfehlen. Und was mir nicht so gefallen hat, war der oft ausufernde Einsatz von CGI. Wobei man aber dann sagen muss, man muss ja nicht zugute halten, dass sie doch auch probiert haben, viele Szenen händisch umzusetzen. Und bei dir? Ja, im Endeffekt gehe in die gleiche Richtung wie du. Was mir am Positiven halt gefallen hat, war eben dieser Action-Grad einfach, den ich ja erwarte, wenn ich mir so einen Actionfilm anschaue. Also, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich war bis zu dem Moment, wo es dann auf einmal ruhiger geworden ist, voll dabei. Und auch durch diese Kamerafahrten hast du ja nicht den Eindruck, dass du selber das aus der Sicht von einer Person siehst, oder nicht nur, sondern du bist wirklich der Zuschauer, der gerade alles mitkriegt. Und ob dann die Kamera gerade durch das Auto dann durchfliegt und dann auf einmal den hinteren Teil von der Straße dann zeigt, was da alles passiert oder was da alles explodiert. Also wirklich grandios, hat mir sehr gut gefallen. Negativ, ich habe es vorhin gesagt, diese Einführungsszene, wo er dann meditierend auf dem Grunde des Sees sitzt. Okay, das ist natürlich ein schönes Bild, das muss man natürlich sagen, aber absolut unnötig. Ja, da bin ich genau deiner Meinung. Das sehe ich genauso. Okay, cool. Dann, wie hat euch der Film gefallen? Schreibt uns das und wir freuen uns auf die nächste Folge. Auf jeden Fall. Dann sind wir wieder am Start. Vielleicht ist er dann nächstes Mal wieder dabei, aber das sehen wir dann schon, wie es läuft. Wahrscheinlich war der Film einfach zu hart für ihn. Wahrscheinlich. Der sitzt jetzt nur zittern und bibbern auf der Toilette und duscht sich kalt ab wahrscheinlich. Okay, also dann bis zum nächsten Mal. Servus. Alles klar. Corby hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Servus.